Ekran! Ekranen geef dich ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd S. Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vriend, welkom tot het programma van Ekran. Welkom ook Heidi. Dankeschön. En welkom Leona. Dankeschön. So, Leona, für dich ist es das erste Mal, dass du hier bist. Heidi ist al veel Mal hier was. So, willst du dich einmal kort vorstellen können? Ja, ich bin Leona Schröder, geboren in La Plata in Paraguay. Mijn man vond mij dort en we trokken dan her en we hadden 2 kinderen, we woonden in Buena Vista. Hier in Buena Vista in Bolivien dann? Ja. So, für die, die neugierig sind, vielleicht sind einige neugierig, wer die Mann ist und wo der die gefangen hat, aber dort kommen wir dann nach Lothar vielleicht. Ans Thema ist von der Krieg über Befreien und über wem wir ans Urzählen sicher sollen, vielleicht zum Befreien, haben wir dort zu tun. Ganz klar gesagt, ans Thema ist, wenn als wir uns mit einer anderen Kultur befreien, als 2 Kulturen sich befreien können. Eine Kultur ist, was das von Filmen sei, wie so, wenn die dunkle Hüte haben, wie die lichte Hüte haben, dann können wir uns nicht befreien, das, was wir vielleicht viel gelernt haben. Und nu kommt es aber so ran, dass die Mann, die haben ein bisschen dunklere Hüte als du. Und wo, so, das sind 2 Kulturen, wo kommst du mit vor, oder wo kommst du zu der Entscheidung? Gut, ich wohne dort und mein Mann kommt naar Paraguay eigentlich eine Feuerkirche. Heute hier auch noch den Ratschluss, er soll dort nicht mit dem Tün kijken, aber wir fangen an zu und wir haben uns Bett für ich glaube, verläuft, weil man sagen. Aber was wir vorstellen, ist, er fragt dann, als er nicht mitkommen und er sagt, bist du Christ? Und ich frage, bist du Christ? Und das war unsere Grundentscheidung, allemaal am wieder zu sein, als wir wollen wirklich wieder eine Beziehung gehen. Ja, und wir nehmen das nicht, dass wir uns nicht, wenn es so viel Schmacker Leute aus dem Blanden, sondern wenn wir wollen eine Beziehung angehen, was Gott gewollt wird. Und nu, wenn was du dann hier sagst, Heidi, unsere Hütkleid ist ziemlich überrein. Und aber er hat die auch eingeladen, das Programm ganz besonders spannend. Wir sind befreit. Und bei uns ist das nicht, dass wir nu verschiedene Hütkleider haben oder verschiedene Kulturen sind. Wir sind beide plötzlich abgewachsen, mennonitisch. Aber wir sind von 2 Ländern und 2 Sorten Kolonien. So, was hast du erfahren, wenn das von anderen Land ist? Oder was kannst du davon erzählen? Was ich sagen kann, ist, ja, so du siehst, wir sind eigentlich von derselben Kultur. Aber wenn wir in 2 ganz verschiedene Länder abgetroffen sind, ich von Brasilien und du von Paraguay, da ist viel mehr Unterschied, als man manchmal denkt. Und das erste oder eine Sache, wo ich ziemlich im Schock war, oder meine ganze Familie war, als wir ans Verlaufnis vierten, dann da wir dort in Sommerfeld, wie dort in Köln. Und dort kommt eine Familie mit 9 Geschwistern, so ver das Mittag, die alle knacken oder eten. Und die ganze Kindje oder das ganze Tag, dort lag alles voll Knacksot schluven. Und kurz darauf wollten wir dann Mittag eten, aber vor das Mittag wollten wir uns noch den Ring absaten und da wird noch ein Gebet von uns sein und dann sieht meine Mate mir, wir kennen hier nicht das Fastvieren. Und ich sage, wenn es wird, na, hier ist alles voll Schluwe. Knacks und Schluwe. Das meine Mama hat das noch niemals gesehen. Und wenn es wird, dann fragt sie mich, wenn es wird, eten die das überhaupt? Das ist hier, das eten hier viel, nicht Menschen. So, wir sind von einer Kultur, aber 2 Länder und das kann ganz anders sein. Das war die erste Erfahrung, wo ich dachte, wirklich, das ist ein anderes Land und heißt ganz anders groß geworden als ich. So, Leona, hast du vielleicht eine Erfahrung, was du erfahren hast, dass das von einer anderen Stadt in Mann wird? Ja, als ich damals das erste Mal herkam,
Ik kom met een vliegtuig, mijn vriend kwam me dan afholen en dan kwam ik doorheen en dan, ik had altijd gezegd, ik moest toch mevrouw, we bereist man. In Paraguay is je dat met 2 wissels en hier we bereist man en dat weer voor mij ook een kost weer dan. En de bereiste me sehr schaftig in de meine Schwieger, die wilde me dan ook sehr gut en die mögt dan zum Beispiel Sopa de Mani, wat peanut soup. Dat denk je nog niet dat man Sopa naar peanuts bannen. En für hier wieder was Besonderes. Für hier weer dat wat ganz Besonderes. En wat mij besonders opvalt, dat man immer Ramendash zat. En mijn cultuur is waar man typ is, man zat zich aan krans en hafterie oder maat niet. Maar hier zat man anders en dat weer voor mij wat niet. En ook de spraak. Obwohl ik in Spanisch, wenn man sagt, ich Spanisch abgewachsen wir, aber das Spanisch wie anders und für mich wird dort auch eine große Herausforderung, die zu verstehen. Ja, wenn es das bolivianische Spanisch ist, doch ziemlich anders als das paraguayische. Oh ja, sehr viel verschieden. So, dann hat man Futz seine Chance. Ja, en ik geloof viele champt ook daarom eten. Einmal wie wir in Paraguay en dan gaf mijn schwägersche mij een komst. En we hadden een grote komsthuis gekregen. En we voeren ook wat Asunción. En dat we ook zo ten winter, we reden immer, we wilden zomerbarst koken. En voor mij, wanneer ik dat woord barst hier, dan moet man daar komst nemen. En dat is een soep. Die is van Rusland, of de Mennoniten hadden irgendwo van wo metgebracht. En dan komt dan ook de grote dag, wo we dan den zomerbarst wilden koken. En dan zei je dort, wie brücken aber nicht den komst. En ik dacht, wat brück wie nicht den komst? Wie wat ze dacht, dat komst niet doen. En de zomerbarst is eigenlijk met ander kruid. En ander vlees, so, dat we een ganz andere soep. En daar ben ik ook ziemlich im Schock. Dat is so onderscheid. Wir haben auch einen Barsch, der hat Kampfspanner, aber den Sommerbarsch, das muss bei uns kein Kampf nennen. So, dann hat wir ein bisschen andere Unterscheiden, wie kommen sogar nach meisten Striden, und wohnt nicht der Reich der Barsch wird. Aber wir haben das Striden abgegeben, wenn sie so schmeckt, bad scheint. So, man hat hier verschiedene Erfahrungen. Besonders wenn 2 Personen kommen, dann erst einmal Verschiedenheit, als von einer anderen Kultur ist oder nicht. Und nu heeft het over een Bibelvers wo dat zegt dat man soll nicht in fremdet jagen. En viele zeggen dan dat kan niet van een andere cultuur zijn. Wo zit u dat, Liana? Is dat zo? Oder wo zit u dat? Ik zeg dat zo, dat in de Bibel heeft het ook een vers waar dat zegt, wanneer we Christus aangehouden, dan zijn we alle gelijk. Ein fremdes Jahr ab sich nehmen meint, sich mit einem Tipp tun, was nicht Christus angehört. Ich geht einmal, dass das einfach so ist, wenn du nicht Christus angehört und der andere gehört Christus, der kommen niemals Tipp. Das gibt niemals ein Fundament, und aus selber ein Fundament bauen. Das baut sich niemals ab. Also ein fremdes Jahr ab sich nehmen ist, wenn ich ein anderes mit einem Frieden, was nicht Christus angehört. Einen anderen Glauben. Ja, en ik denk ook, oder ik had het ook mal in de Bibel gezien, de profeet Amos, die heeft het ook gezegd, hier in Amos 3, Vers 3, dat is ganz einfach te behuilen, da sagt het, gonen twee taub, wenn sie sich nicht einig sind. So ist hij stelt dort eine Frage, wo will man taub gonen, wenn man sich nicht einig ist? Wenn einer will naar links gonen, der andere will naar rechts gonen, dan deed het zeer schwer. So, ik denk, hij meint damit, we zullen ein Ziel haben, so Seil sieht ein Fundament aus Jesus Christus. Dat ist sehr wichtig an einer Ehe. So, was wäre Sache für ihn wichtig an zu denken, wenn ihr an zwei Kulturen dacht? Was wäre für ihn wichtig? Ons weer als eerste wichtig dat beide familien met einverstanden wären. We voeren beide Eltern. So, ik kom her en leer zijn familie kennen. Hij komt daar en leert mijn familie kennen. En einfach ook te overreden. En dat zij ons zijn einverstanden over dat. En dan andet weer, wat da kan das Glauben, wat ons sehr wichtig wäre. En wat mij
eine Freundin mal sagt, denk nicht so sehr, das ist eine andere Kultur, sondern denk, das ist eine andere Person. Jede Familie gründet seine eigene Kultur. En ik denk, zoals je bij het komt uit de Mennonieten, en die hebben verschillende. En zo is dat ook, wanneer we ons niet zo zeer erop denken dat is een andere cultuur, sondern dat is mijn partner. Ik wil hem voor zich zo ondernemen als de is. En een Beispiel, wo Gonzalo zeer goed aan is, dat hij niet verlangt van mijn familie dat die Duits reden. Spanisch reden. So, dat hij niet Spanisch hij lacht met, wanneer het Witze zijn, aber hij verlangt niet dat we immer Spanisch reden. En mir ist das auch wichtig, ich verstehe in seiner Familie nicht alle Witze. Man bringt aus Familie seine Witze mit, nicht? Sí. Und die versteht man nicht, und die kann man nicht immer alle verstehen. Also man muss in beste Treten sagen, das ist okay, wenn du anders bist. Und dat is, dan denk ik waarom dat bij ons krijgt, so, we zijn bevriend. Wanneer ik naar ihre Familie kom, die hand weg, wil die vertalen en wil die ihre farm, wil die Witze maken, ihre Spaß hand. En dan kom ik ook niet met. Wenn es einmal ist, für mich nicht mal spaßig. Ich denke, das ist für den Spaß. Und es dort macht man, ich glaube, jeder befriedeter Mensch hat die Relation zu so. Ja. Aber dann ist es vielleicht Nachteile, wenn es von einer anderen Kultur ist. Die andere Sache ist auch, dass man bald etwas von ihm kämpft, der Partner. Ja? Also, dass man nicht, manche sind vielleicht auch von der Kultur, von den Richtums unterscheiden. Ja, dass eine sehr reich ist, eine sehr andere muss man auch sagen, ja, das kann ich mit dort leben, kann ich. Dass man bewusst noch nicht, dass ich bloß aus dem Gefühl redet, sondern dass eine bewusste Entscheidung ist und dass man das mit Gott in Ordnung hat. Ja, wat hij vielleicht nog moedmerkende wird und so, wat sich denken mit einer anderen Kultur zu befrieden? Ich würde sagen, wer immer sich damit beschäftigt, dass er das erste jetzt seine, was Gott sagt, und dann auch, dass die Älteren mit einverstanden sind, wenn es nicht her, die Älteren sind im Porto bei. Und dass die entscheidet für den Partner und dass du bei dem bleibst. Das ist für mich und für meinen Mann sehr wichtig. Und ich glaube auch, was sehr wichtig ist, dass die dann beide in die Zukunft schauen. Ja. So dass die beide entscheiden, wie machen wir unsere eigene Familienkultur und wie machen wir das auch. Und dass man das beide tragen kann. Und für mich würde auch sehr wichtig zu nennen sein, dass wenn einer befreit ist, dann muss er beide daran arbeiten, dass das aufholen wird. Und man muss in jeder Ehe muss man arbeiten. Als du die nu mit die Noba befriest, was ziemlich ähnlich ist an die, vielleicht auch dieselbe Hut in dieselbe Sprache, oder als du die mit einem Menschen von der anderen Seite Welt befriest, du musst in die Ehe musst du schaffen. Ja. Und zu guter Letzt würde ich auch noch sagen, weil besonders an Ältere oder auch an Menschen, wat ans touw hartje, wenn jullie Kinder sich vielleicht wel mit einer anderen Kultur befreien, dat vielleicht eine dunkle Hut ist oder ganz anders abgetragen, sag nicht so, wat, oh, die arme Schwarze, oder so eine Sache, was den anderen Seite sieht, wenn es Gott hat jeder Hutkleur gemerkt, der hat jeder Kultur gemerkt, und wenn wir so eine Sache aus dort sagen, ich glaube, das ist ein Sinn. Und wenn wir so was gesagt haben, vielleicht uns einen schwer sehen, dann soll uns das leiten, dass wir so eine Horde wie gesagt haben und sollen Buße darüber. Und die andere Sache ist, dass Gott ist jedem Blick geht, das ist keine Kultur, die alle geht als die andere. Ja. So, das ist unsere Zeit als leider zu Ende gerannt. Vielen Dank, dass wir hier dabei sind. Und bis das nächste Mal. Gottes Segen. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.